da seid ihr ja wieder. Ja, ich bin auch wieder da in meine kleine süße Küche. Ist das nicht schön? Wir sehen uns mal wieder. Ja, ich habe euch auch ein bisschen vermisst, ihr mich ja vielleicht auch nicht. Ja, so ist das, nicht? Aber man muss sich auch ein bisschen rar machen, nicht? Sonst kommen die Leute ja nicht hinterher und sagen, ach, der bietet sich ja immer an, nicht? Nö, nicht mit mir. Aber ich bin jetzt wieder in meiner Küche. Ich bin ja schon wieder dabei, Brot zu backen. Und gleich muss das Brot auf die Form, auf das Backblech, ja, oh, von Jessica, von der Insel Just, glaube ich. Wenn wir gucken. Ja, von Jessica ist das. Opa Willis Sauerteigbrot. Ja, und ich habe das mal wieder ausprobiert. Und jetzt kommt das darauf, mal sehen, ob ihr das sehen könnt. Ich will das mal einfach ausprobieren. Ich habe nämlich 2 Sachen gemacht, wisst ihr, das sind 2 Sachen. Nicht? Also einmal in der Form, in der Kuchenform und einmal im Garkörbchen. Ich habe das ja noch nicht so richtig gemacht, so nicht. Aber ich habe das schon mal gebacken. So, dann gucken wir das dann hier. Guckt mal hier. Das kommt jetzt hier aufs Blech. Das kommt am besten hier auf diese Seite. Und jetzt kommt das Garkörbchen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich mache mal großes Licht, dann könnt ihr das alles besser sehen. Ach ja, so. Ach nee. Man hat ja auch immer zu tun, geht euch das auch so? Nicht? Von morgens bis abends ist man in die Küche zugange. Nicht? Das geht ja noch weiter heute mit Brotbacken, das ist ja noch nicht alles. Nicht? Guck mal, ist das nicht schön hier? Garkörbchen. Das erste Mal so eingemäht. Wir haben ja immer gedacht, nee, das ist so ein Schweinkram. Nun will ich mal gucken, ob ich das auch rauskriege. Oh nein, drückt mir mal die Daumen. Ihr könnt das ja sehen hier. Könnt ihr was sehen? Ja. Oh, es hat geklappt. Oh, das muss ich euch doch mal verraten. Guck mal hier, ist das nicht toll? Oh, und jetzt kommt das in den Backofen. Wie war das jetzt? Was hat Jessica gesagt? Jetzt muss das erst noch mal einen Moment aufreißen. Nicht? Die Brote aus dem Körbchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech stürzen und den Teig kurz aufreißen lassen. Kurz bevor die Brote in den heißen Ofen kommen, einen großen Schuss kaltes Wasser in den Ofen gießen. Ja, das will ich ja dann auch mal machen. Ne? So, wo habe ich denn die Tasse für das? Ach, ich bin so aufgeregt, dass ihr mir zuguckt. Ja, wenn einem jemand auf die Finger guckt, ist das ja immer so. Ach. Ich glaube, ich schneide das auch einfach noch mal ein. Ich sieht das noch ein bisschen anders aus. So. Ja. Ist ja gesagt worden, ich soll nicht immer nur erzählen, ich soll auch was tun und wie das gemacht wird. Ja. Kritik ist natürlich erwünscht. Schreibt das in die Kommentare, schreibt mir. Ich bin ja lernfähig. Nicht? Man will ja das Beste tun für euch, für euer Eins, für unser Eins. Ja. So, das Brot. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Das schneide ich jetzt so ein bisschen ein hier. So, das habe ich jetzt gemacht. Und mal so sieht das jetzt aus. Ne? Also ein paar Striche reingemacht. Ja. Und jetzt kommt noch, das mache ich jetzt einfach, der steht nicht drin. Ein Schälchen mit Wasser da rein, wegen Wasserdampf. Ne? Das ist ja immer ganz wichtig. Oh, die verbrenne ich mich nicht. So, und jetzt hatte Jessica, glaube ich, gesagt, ich soll da einen Schuss was. Oh Gott. So, und jetzt kommt das da rein. Upsala. So. Und nochmal einen Schuss. Und das Brot ist drin. Wenn das fertig ist, mache ich ein Foto und stelle das hinten an. Ich bin ja schon so gespannt. Ach, was wollte ich denn jetzt? Muss ich die Zeit einstellen? Was steht denn da? 230 bis 240 Grad und 50 bis 60 Minuten. Ich stelle es mal auf 50. Nicht? Dann werden wir ja sehen. Jeder Ofen ist ja auch anders. Ich weiß nicht, wie euer Ofen ist. Sagt mir das doch mal. Ihr könnt mir auch alles erzählen. Ich bin ja auch ganz Ohr für eure Sorgen. Ja, und nun
gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ne? Und ja, und jetzt geht das zum nächsten. Ne? Chicorée-Pfanne, belgischer Chicorée. Ja, haben wir hier Chicorée gekauft, ne? So schön Chicorée vom Markt, nicht, wir kaufen immer auf dem Markt, nicht? Da haben wir ja unseren Stand und wir duzen uns ja auch alle. Nein, das ist mal zu und zu nett. Und wenn ich alleine bin, bin ich gefragt, ja, wo ist denn nicht da eine Begleitung, wo ist die denn? Da sag ich, ja, ich habe heute mal Ausgang. Ja, und dieser Chicorée, der wird eingewickelt, nee, erstmal wird er gekocht. Nicht, aber ich kann euch das dann auch genauer sagen, wenn ihr das Rezept haben wollt. Ich schicke euch das ja auch gerne zu, nicht? cprsküchenstudio@gmx.de. So, das wird jetzt nochmal in heißes Wasser gelegt, dann kommt hier das, diese, was wie man das nennt, das, was so ein bisschen bitter schmeckt, das Ende, das kommt dann raus, nicht? Und dann wird das in Wasser gelegt, ein bisschen gedünstet und anschließend wird das schön eingewickelt hier mit so einem schönen Schinken, so. Ne? Ihr sollt euch ja nicht beschweren, dass ich euch nicht so ein bisschen zeige, wie das geht. Und dann kommt Holländer Käse darüber. Und dann wird das Ganze schön eingewickelt. Och, ja. Und dann kommt das in so eine Auflaufform und in den Backofen. Der ist ja dann noch heiß. Ja, und dann können ein paar Tomaten drauf, Butterflöckchen. Und schon haben wir belgische Chicorée. Ich koche die ja schon ganz lange nicht. Wisst ihr, aus welchem Kochbuch das ist? Ich war ja schon als Kind Mitglied in Bertelsmann Lesering. Wisst ihr noch Bertelsmann? Ja. Und da gibt es, ich will mal zeigen, hier, das ist das Rezept. Ja, das ist schon ganz zerfleddert, dieses Kochbuch. Guck mal hier, Menü. Das große, moderne Kochlexikon. Schon, ich bin ja auch modern, zumindest mal gewesen. Ne? Und da koche ich ab und zu immer mal so, ich habe so ein paar bestimmte Rezepte, die ich immer mal wieder koche. So, jetzt mache ich aber Schluss, ich muss mich kümmern, ich muss das machen, da kommt ja auch noch Besuch heute. Und dann zeige ich euch anschließend die Bilder von dem fertigen Essen. Und wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich das nicht ausführlicher mache, aber man hat ja immer zu tun und man hat ja auch nicht die Zeit. Aber ich wollte mich nur mal kurz bei euch gemeldet haben. Und jetzt sage ich Tschüss und habt's gut und einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine geruhsame Nacht und überhaupt guten Appetit.